Okay, fahren wir nach Hause. Ich bin fertig. 100 hat einfach bald ohne was machen. Warum nicht? Egal. Lass uns ja bei ihm schlafen. Be a billionaire. Jetzt gehen wir wohnen. Na also, hast den Job sauber über die Bühne gebracht. Nicht übel. Ja, ich wäre beinahe abgeknallt worden. Ich habe den Krieg nicht überlebt, um in Sand Island zu sterben. Hey, das ist eben Berufsrisiko, Alter. Sonst musst du die Branche wechseln. Außerdem, was anderes kannst du doch sowieso nicht. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Mach dir keine Sorgen, das wird schon alles. Also, was ist jetzt mit diesem Broski? Es lohnt sich, den guten alten Mike zu kennen. Der Grieskam hat immer was am Laufen. Hauptsächlich handelt er mit gestohlenen Autos. Er hat mal eine Zeit gesessen. Ich habe gehört, dass er damals Tankstellen überfallen hat. Lässt du ihn die Reinigung für dein Jackett bezahlen? Nee, das lasse ich ihm durchgehen. Ich mache mit dem Kerl eine Menge Geschäfte. Außerdem dreht er schnell durch. Als wir mal auf der Rennbahn waren, hat ihm so ein scheiß Ire Bier über seine Glückskrawatte gekippt. Mike hat ihn vermöbelt, bis der auf einem Auge blind war. Wegen einer 10-Dollar-Wette. So ein Mistkerl. Man, Hey, kann man hier irgendwo sicher parken? Ich will die Karre nicht so rumstehen lassen. du parkst deinen Wagen neben meinem, in der Garage. Lass ihn nur nicht draußen stehen, sonst wird er gestohlen. Ja, diese Gegend ist nicht mehr das, was sie mal war. Hm? Ja. Mal hupen, damit es aufgeht. Als wäre jemand reinstehen und hören, wenn ich hupe. Und dann macht er mich auf. Macht Sinn, macht Sinn. Ich will nicht Lichtschalter an- und ausmachen. Da geht's rauf. Ich glaube, im ersten Stock ist es. Da hinten. Hoch, hoch. Wenn du hungrig bist, ist was zu essen im Kühlschrank. Ja, aber mach die Tür mal zu, man weiß mit dir. Hast du Hunger, Vito? Nimm dir aus dem Kühlschrank, was du willst. Fehlt, dass ich wie die Reihe hatte. Mach mir die Tür einfach nicht zu. Ich, dann nehmen wir mal das nächste Sandwich von dir. Du bist wieder bei voller Gesundheit. Easy. Jetzt können wir schlafen, oder? Mit der Jacke. Am besten. Kapitel 3, Staatsfeind, Joes Apartment. Plötzlich haben wir keine Jacke mehr. Auch gut, auch gut. Telefon. Das ist auch super, einfach fehlende Wand da. Das ist so eine, die man zuziehen kann. Ja. Also er hat einfach sein Bett im Wohnzimmer. Hallo? Joes Tempel der Lustbarkeiten, Vito am Apparat. Vito, hier spricht deine Mutter. Mama? Ich wusste gar nicht, dass du Joes Nummer hast. Von wo rufst du überhaupt an? Hast du schon mit Mr. Papalardo gesprochen, ob er einen Job hat für dich? Er hat gesagt, ich soll heute bei ihm vorbeischauen. Hoffentlich hat er Arbeit für mich. Gut, Vito. Viel Glück, mio bambino. Okay, ciao Mama. Jetzt müssen wir doch zum Papalardo. Ja, vielleicht mal was anziehen. Die Lederjacke nehmen wir natürlich mit. Und dann gehen wir zum Papalardo. Weißt du? Ja, wahrscheinlich. Was ist? Läuft nichts im Radio? Kümmere dich um deinen Scheiß. Kann man die verprügeln, Mann. Wie schnell ist die aber gegangen, Mann? Jetzt eigentlich da oben, Mann? Das sind wir noch nicht gesehen. Nichts ist da. Dann gehen wir wieder runter.
The lights are turned way down low. Let Let it it snow. snow, let it snow, let it snow. Einfach nicht. Hole deinen Wagen aus der Garage. Da ist meine Garage. Nehmen wir mal. Ja, Jefferson nehmen wir mal mit. Dann gehen wir zum Pappalardo endlich. Gehen wir mal da rauf. Das ist er. Das ist er. Hey, mach die Tür zu, es zieht. Was willst du? Tja, ich suche Mr. Pappalardo. Ach ja? Wieso? Ich heiße Vito Scaletta. Mein Vater hat für ihn gearbeitet und ich suche einen Job. Darum bin ich hier. Tja, dann bist du hier richtig, Söhnchen. Federico Pappalardo, stets zu Diensten. Du kannst Federico. direkt zu mir sagen. Ich glaube, ich kenne deinen Vater noch. Guter Mann, hat nur gesoffen wie ein Loch. Wie geht's ihm denn so? Er ist tot. Ah, naja. Irgendwann müssen wir alle abtreten. Oder, Steve? Sicher, Derek. Du brauchst also Arbeit, hä? Hast Glück, Junge. Derek. Wir haben gerade eine neue Ladung bekommen, die gelöscht werden muss. Steve wird dir alles zeigen. Und jetzt verzieh dich, mein Steak wird kalt. Vorher hat noch Federico gesagt, jetzt plötzlich heißt das Komm mit. Was sind wir da hin? Wo ist einer? Ah, da. Jetzt werden wir da schaffen für 20 Stutz wahrscheinlich und beim anderen haben wir einfach mal 300 Stutz bekommen für das Auto. Pack den Stapel Kisten hier auf den Laster. Wenn du fertig bist, gibt's 10 Mäuse. Wenn was verloren oder kaputt geht, gibt's nix. Jetzt fang an und lass dir nicht den ganzen Tag Zeit. 10 Mäuse sogar nur. Und ich sage nur 20. Wollen wir so langsam laufen oder? Nee. Die Tür ist offen, du kannst gehen, wenn du genug hast. Ja, bis mal, ich seh's schon mal. Schon fertig? Ja, fertig. Und das Geld können Sie behalten. Als ich sagte, ich brauche einen Job, meinte ich keine Sklavenarbeit. Wie du meinst, dann verpiss dich, du Penner. Und lass dich hier nie wieder blicken. Ha! Bei Barbaro und Co. kann ich 100-mal mehr verdienen. Warte mal, sagtest du Barbaro? Joe Barbaro? Ja, na und? Scheiße, niemand, der für Joe arbeitet, würde für einen Apfel und ein Ei Kisten schleppen. Willst du mich verarschen? Komm mal mit. Was ist? Das Jungchen steht nicht auf körperliche Betätigung. Willst du mich verarschen? Sagt, er arbeitet für Joe Barbaro. Blödsinn. Wer würde denn Kisten schleppen, wenn er für Joe arbeitet? Das musst du mir jetzt mal ein bisschen genauer erklären, Söhnchen. Komm, schieß los. Meine Mutter will, dass ich mir eine ehrliche Arbeit suche, aber hier verdiene ich einfach nicht genug. Weiber sind doch alle gleich. Oder, Steve? Sicher, Derek. Bestimmt meint sie, dass Joe ein schlechter Umgang für dich ist, habe ich recht? Meine Mutter war genauso und schau, was aus mir geworden ist. Gewerkschaftsboss. Ich habe das ganze verdammte Hafengebiet unter Kontrolle. Wie geht's Joe? Ich denke mal ganz gut. Wie hast du ihn kennengelernt? Na, wir sind in der gleichen Gegend groß geworden.
Ich bin gerade aus dem Krieg zurück und bei ihm untergekommen, bis ich wieder Fuß gefasst habe. Hör zu, du wirst verstehen, dass ein Mann in meiner Position vorsichtig sein muss. Sicher. Dann hast du sicher nichts dagegen, wenn ich Joe anrufe. Nur zu. Wo habe ich denn seine Nummer? Ah, da ist sie ja. Okay. Er ist vielleicht nicht da. Das wäre gar nicht gut. Hi Joe, hier ist Derek. Hör mal, hier ist so ein Grünschnabel. Wie heißt du nochmal? Vito. Vito. Er sucht einen Job und sagt, er wäre ein Freund von dir. Ein guter Freund. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Aha, okay. Kriegsheld und alles. Gut, alles klar. Danke, Joe. Wir sprechen uns später. Entschuldige, mein Sohn, musste sein. Joe sagt, du kommst gerade aus Italien zurück. Du brauchst ein anständiges Auskommen. Wenn du ein bisschen über Tarif verdienen willst, habe ich was für dich. Die Jungs hier im Hafen sollen eigentlich eine monatliche Gebühr fürs Haare schneiden zahlen, aber die Hälfte von ihnen blecht nicht. Ich brauche jemanden, der ihre Zahlungsmoral hebt. 10 Mäuse pro Mann. Und wenn Sie keinen Haarschnitt wollen? Tja, dann musst du sie zu ihrem Glück zwingen. Verstehe. Und wenn einer Ärger macht? Dann schlägst du ihn kurz und klein. Sagen wir, du erteilst ihm eine Lektion, aber so, dass er morgen wieder zur Arbeit gehen kann. Deshalb lassen wir da auch den guten Steve nicht ran. Oder, Steve? Sicher, Derek. Wenn du mindestens 150 eintreibst, gebe ich dir 50. Das ist doch kein schlecht verdientes Geld dafür, dass du an der frischen Seeluft bist und neue Bekanntschaften schließt. Na, wie wär's? Klar, hey. Besser als scheiß Kisten schleppen. Okay, dann also los. Ja. Ja, was sage ich? Red mit den Leuten. Das nächste Mal, oder?